Hans Weigel. Das macht den Wiener beliebt und sympathisch. Es hat jeder Mensch seinen Lebensstil. Der eine steht schnell in Flammen, der andere bleibt immer gemessen und kühl, der eine ist derb und der andere subtil, der eine ist laut, der andere ist still. Doch der Wiener ist alles zusammen. Eigentlich traurig, dabei voll Humor. Innerlich ernst, doch ein Lächeln schaut vor. Durchaus seriös, aber doch immer spielend. Aufrichtig und sich doch nie ganz enthüllend. Bisserl von dem und ein bisserl von dem. Ambitioniert, aber eher bequem. Temperamentvoll und trotzdem phlegmatisch. Das macht den Wiener beliebt und sympathisch. Unerhört kritisch und doch so naiv. Sehr kompliziert und dabei primitiv. Überaus männlich und doch eher weiblich. Kolossal geistig und kolossal leiblich. Alles ein bisserl und alles gedämpft, streitbar, doch will er sei Ruh, wenn er kämpft, vorwiegend friedlich, doch manchmal soldatisch. Das macht den Wiener beliebt und sympathisch. Sagenhaft fesch, aber eigentlich scheu. Weltbekannt flatterhaft, trotzdem sehr treu. Bisserl genialisch und doch dilettantisch, alles verspottend, dabei sehr romantisch, nichts von sich haltend und doch Patriot, bisserl servil und ein bisserl Despot, recht liberal und dabei autokratisch. Das macht den Wiener beliebt und sympathisch. Teils von der Moldau und teils auch vom Inn, bisserl aus Salzburg und bisserl aus Brünn, römisch und böhmisch und keltisch und wendisch, östlich und westlich und nordmittelländisch, bisserl aus Görz und ein bisserl aus Pest, teils aus Pressburg und zum Teil aus Triest. Bayerisch und steirisch und serbokroatisch, das macht den Wiener beliebt und sympathisch. Eine Melange, sehr herb und doch weich, hunderterlei Charaktere zugleich, volkstümlich, aber doch aristokratisch. Eigentlich ehrlich und doch diplomatisch. Teils mit dem Gamsbart, teils vornehm befragt, 1/4 Tempo und 3/4 Takt. Niemals pedantisch, doch sehr bürokratisch. Das macht den Wiener beliebt und sympathisch.